Seid begrüßt, Berl Kotlermann. Ich verstehe, dass ihr führt mit einem Kurs in Bar-Ilan Universität, was heißt Sholem Aleichem in jüdische Filmen. Es sind eigentlich zwei Kurse solche. Einer heißt die jüdische Literatur in dem Kino zwischen beiden Weltmilchomes und der zweite heißt Sholem Aleichem, Stam also Sholem Aleichem. Auf die zwei Kursen weiß ich die jüdische Filme oder die stumme Filme, was so nicht ist zu der jüdischen Literatur. Und das ist ein Mittel, es zu lernen mit der Literatur? Ja, es ist ein Mittel zu lernen die jüdische Literatur mit den Studenten, was kennen nicht reden jüdische Werk in Original, aber sie lernen es in Übersetzungen. Und die Filme stellen mit sich vor einen leichten Zutritt zu den Themen. Ich will in unserem Programm sich abgeben mit die Filmen, was Shabbat ist mit Sholem Aleichem. Und welche Filme sind voran auf Jiddisch? Oder Stummfilmen von Sholem, basiert auf Sholem Aleichems Werk? Dem ersten Film, was ich weiß, heißt Die jüdische Glicken, was die Truppe von Granowski hat gemacht in Odessa und in Berdichev. Und dennoch gehe ich rüber zu dem Film, was hat eine knappe Scheiche zu Sholem Aleichem, aber das ist ein ideologischer Emschech. Was heißt die Glücksuchers, der Film wegen Birobidzhan und die Namen von den Filmen sind verbunden zwischen sich jüdische Glücksuchers und dennoch weiß ich den amerikanischen Film mit Morris Schwarzen vom 39. Tevye. Ja, Tevye der Milchiker. Und sie durch ein sowjetischer Film von 27. Durchträgen. Leute Motel Pesi dem Chazens, dem verkischten Schneider und noch etliche Motiven. Was kommt noch Tevye? Also versteht sich, als ich weiß, dem amerikanischen Film von Onheib 70er Jahren, Fiedler auf dem Dach. Und ich weiß den israelischen Film von Sof 60er Jahren, Topele Tuturito, was basiert sich auch auf Motel Pesi dem Chazens und auf der Erzählung Das Messel. Und zum Sof gewöhnlich weiß ich dem sowjetischen Film von 1990, Die Blonsen der Stern. Und mit dem verändige ich und verstehe sich, dass sie da eine Sache was zu reden inzwischen. Mir hat gemacht Filme, Leute Sholem Aleichem, dachte ich nur in 3 Orten. In Russland, Sowjetenverband, in die Vereinigten Staaten und in Israel. Und noch Tevye, in 39. Ich meine, als der 9. Film, chronologisch, ist Topele Tuturito, was mir hat gemacht in Israel. Auf Ivrit? Auf Ivrit, aber ich mache nicht kein Toes, in 68. Jahr. Joram Menachem Golan hat gemacht den Film. Das hat gearbeitet später in Hollywood. Mir hat aufgebaut ein ganz Städtel, Leben Kiryat Shmona, weil dort ist da ein Teichel, was ist ein bisschen ähnlich zu den mizrach-europäischen Teichen. Und im Sowjetenverband? Im Sowjetenverband, die Thema ist gewesen ein Tabu in Meshach von 10 Jahren. Versteht sich nach der Vernichtung von der jüdischen Kultur so 40er Jahren. Und ich meine, als der erste Film, was hat man gemacht, Leute Sholem Aleichem und Mistome Bichlal auf der jüdischen Thema, ist gewesen der Film, was ich habe, der Mond früher, Die Blonsen der Stern, mit einem Grusiner Akteur in der Hauptrolle von Hotzmach. Spielt wunderlich. Du allein bist ein Forscher, was forscht in die Archiven und du findest ein Plex neue Sachen. Und da bist du gekommen zu Gast in Amerika und schon auch getan ein bisschen Forscharbeit. Was hast du gefunden? Ja, ich vernehme sich jetzt mit sehr interessanten Perek von dem Leben von Sholem Aleichem. Sholem Aleichem sind 1913 hat angeschrieben etliche Szenariums für Kinokompanien. Erstens für die russische Kinokompanien, was sind gesessen damals in Moskau,
Da sind gewesen Abteilungen von den berühmten französischen Firmes, Gaumont, die Brüder Pathé und solche. Und hat sie geschickt, und die dosige Szenariums, und hat sie viel angenommen. Aber zulieb dem, also hat nicht gehabt kein Recht zu wohnen äußer dem Truman Moschew. Hat nicht gekannt, kommen in Moskau und fortzusetzen mit dem Indien. Und hat sich verbunden euch mit einem Kinomagnat in Riga, einer mit dem Namen Simeon Mintus, mit von einem deutschen Abstamm. Und hat sich abgerät mit ihm, als man wird stellen etliche seine Pjesen, Leute die Szenariums, was Sholem Aleichem wird zugeredet. Sholem Aleichem hat zugeredet die Szenariums, aber es hat sich angehört die erste Weltmilchome und es hat sich bekommen ein Beudem von dem ganzen Eisek. Und wenn Sholem Aleichem ist angekommen in Amerika, hat euch geprüft, sich durchreißen zu dem Markt von den Filmen in Amerika, ohne Zloche, muss man sagen. Nicht so kein Sachmaterialien wegen dem. Ich habe bei sich die englische Übersetzung von seinem Szenarium, Leute Motel Pacey dem Chazens. Es heißt auf Englisch Little Motel Goes to America. Und die Übersetzung hat gemacht Benson Goldberg. Also warum bin ich gefahren in Philadelphia und gesucht in dem Archiv von Benson Goldberg die Spuren von der Dosiker Meise. Ich habe gefunden etliche kleine Sachen, aber derweil ja Fragen bleiben offen von mir, was für eine Kompanie ist das gewesen. Die Tochter von Sholem Aleichem ruft an, mit dem Balibos von der Kompanie, der Amerikaner Menachem Mendel. Ich weiß, was für ein Mensch ist das gewesen, aber ich glaube, dass ich gefunden habe. Aber du hast gefunden etliche originelle Szenarien für Film, was Sholem Aleichem hat angeschrieben. Ja, interessant. Mit Sholem Aleichem Xavier. Er hat geholt von Hollywood? Ist noch nicht gewinnt in Hollywood? Nein, er hat nicht geholt Bechlal wegen Karriere in Amerika. Er hat sehr lieb gehabt die Filme mit Charlie Chaplin. Und man sieht, als etliche Szenarien seien gemacht Leute Charlie Chaplins Vision von den stummen Filmen. Ich will dir bedanken für kommen in unser Studio, also einen langen Weg. Und lassen wir sein in Kontakt und werden allerweil sollen rauskommen noch Filmen auf uns machen von Sholem Aleichems Werk. Ja, ich glaube, es werden sein noch Filmen. Man kann nicht ausschöpfen die Themen von Sholem Aleichem, es wird stehen auf lange Dauers. Danke. Danke.